Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt einen super coolen Stream gehabt mit Cyril vorher gerade. Rund ums Thema Pen and Paper, Dungeons and Dragons, Charakter bauen, Welten erschaffen, in die Fantasiewelten eintauchen. Ich finde es immer wieder spannend, muss ich sagen, was man da alles kann sich ausdenken, ausmalen und vor allem eben, was man in so Dungeons and Dragons und Pen and Paper Abenteuer kann erleben. Ich hoffe, es geht euch allen gut heute zusammen. Genau, es geht Schlag auf Schlag, so sieht es aus. Und nein, es ist eben leider wirklich so, dass Twitch sich nicht selber resettet. Das heisst, man muss F5 drücken. Also, ich glaube es zumindest, oder? Was für Kanalpunkte willst du genau verwenden? Oh, warum haben wir da die? Okay, interessant. Okay, aber die Buschbu hat gerade F5 gedrückt, wo der Stream live gegangen ist. So sieht es aus. Ja, Tobi, ich kann schlecht uns selber timeouten. Und jetzt schreibt einfach niemand mehr. Ey, Tobi, manchmal, ich könnte die echte Arsch kicken, wirklich. Der nächste User, das bist in diesem Fall du. Also gut. Also, hoi Janex, ich hoffe, es geht dir gut. Der Tobi war der Nächste, der geschrieben hat. Also ist er timeoutet worden. Shit happens. Ich meine, wer unbedingt will, der ist jetzt halt leider so. Ah. Ich meine, selber die Schuld. Aber allzu lange tun wir ihn nicht timeouten. Hoi Nifty, ich hoffe, es geht dir gut. Sally zusammen. Jetzt können wir lästern. Genau, jetzt könnt ihr natürlich lästern, wie ihr wollt. Hey Nifty, danke vielmals für die Follow. Herzlich willkommen auf dem Channel von brack.ch. Ja, vielleicht für alle die eher ein bisschen neuer sind oder noch nicht ganz wissen, was hier abgeht. Wir streamen in Regel, also es kommt selten mal vor, dass es effektiv stattfindet, wo es immer wieder Viertige gibt, Krankheitsausfälle oder Messen oder was auch immer. Hoi Sayuki, wie geht's dir? Aber grundsätzlich ist es so, dass wir theoretisch 6 Mal in der Woche streamen. Am Montag haben wir den Gaming News Podcast. Der kommt dann auch jeweils am Dienstag, am 4 Uhr, also in der 4. Stunde kommt er bei uns auf Spotify, beziehungsweise eigentlich haben wir auch auf anderen Plattformen, aber die meisten, die hören auf Spotify. Und nein, Sherlock kommt gerade, Sayuki. Wir fangen jetzt gerade an, es ist da oben schon parat. Da hinten, da ist es schon parat. Wir fangen erst an. Und genau, eben am Dienstag ist dann am 1 Pen and Paper mit dem Cyril, am 3 kommen ich mit Gaming, am Mittwoch am 3 haben wir Gaming mit dem Troy, am Donnerstag am 11 haben wir Klemmbausteine zusammenbauen und am Freitag am 2 haben wir nochmal wie geht's? Gaming mit dem Blake, genau. Also theoretisch sind wir 6 Mal pro Woche live mit verschiedenen Programmen, verschiedenen Formaten. Und es kommt natürlich irgendwie mehr. Jetzt diese Woche ist es ein bisschen anders. Diese Woche sind wir ja Fantasy Basel. Das heisst, am Donnerstag, also vom Donnerstag bis zum Samstag, wird es eigentlich plus minus durchgehend hier bei uns auf dem Channel etwas zu sehen geben. Genau, sagen wir sind auf der Fantasy Basel. Und wir werden durchgehend von dort aus streamen. Also durchgehend kann auch heissen, dass wir ab und zu mal Pause einlegen. Zum Beispiel, wenn man muss essen muss. Oder aus anderen irgendwie Gründen oder so. Aber der Plan ist, dass wir plus minus den ganzen Tag werden online sein. Und streamen. Genau, das heisst, auch wenn ihr nicht da seid, könnt ihr, also nicht, wenn ihr selber nicht als Fantasy Basel seid, dann könnt ihr uns zuschauen. Wir haben immer spannendes Zeug, das wir euch zeigen können. Und ja, Thibaut, ich weiss, dass ich den Tobi 10 Minuten timeoutet. Jetzt hör auf zu rennen, das ist unglaublich.
Und ja, ich habe es schon im Griff. Ich tue die denke dann wieder Endtime-out nach 5 Minuten. Hör auf fühlen, Mann, das ist unerträglich. Ah, muss ich doch nicht noch reingehen am Donnerstag? Wieso? Hast du ursprünglich nicht geplant, an die Fantasy Basel zu gehen? Möglichst immer vor der Kamera verstecken. Genau, so sieht es aus. Nein, wir werden tatsächlich nicht gegen die Leute raus streamen. Also im Hintergrund wird man nicht die Leute sehen. Wir werden hinter dran schauen, dass es nicht viele Menschen hat. Tobi, please. Also, aber ich würde sagen, wir sind hier für Sherlock Holmes und nicht um Tobi beim Rennen zuzuschauen oder zuzulassen. Darum würde ich sagen, wir stürzen uns in Sherlock Holmes Abenteuer. Vorher tue ich natürlich noch schnell der Tobi weißt es, entsperren. Sonst rennt er nochmal wieder im Zeug um und auf das haben wir ja alle irgendwie nicht so Lust. Es waren zwar keine 5 Minuten, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich ihn wieder werde, nach weniger als 5 Minuten aufheben. So, also, here we go. Ich habe den Controller am Start, er hat mittlerweile wieder abgestellt. Jetzt ist er wieder verknüpft. Perfekt. So, also dann verabschiede ich mich mal hier runter in die Ecke, wo ich hergehöre. Und dann plant er einfach auf Basel und mit ein paar aus der Community essen zu gehen. Aber da viel drin sind, überlegen wir es echt noch. Also ich bin halt einfach der Meinung, Sayuki, Fantasy Basel hat schon so lange nicht mehr normal stattgefunden und es ist einfach immer cool, so ein Event, um mal wieder so seine Kollegen zu sehen oder einfach Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, aus der Community zu treffen und sich mal wieder ein bisschen auszutauschen. Und das Wetter wird ja anscheinend nicht so geil diese Woche, darum denke ich, wird es sich auf jeden Fall lohnen. Also, wir schauen jetzt mal kurz Optionen an. Schwierigkeitsgrad, Ermittlung, junger Detektiv, Meister der Schlussfolgerungen, Minecraft, genau! Die Frage ist, kann man das in der Mitte vom Game noch ändern oder nicht? Keine Interaktionssymbole für Personen und Gegenstände, mit denen keine Aktionssymbole auf Hinweise in deiner Fallmappe. Okay, ich würde sagen, durch das, dass es das erste Mal ist, wo ich so ein Detektivspiel spiele, fange ich mal als junger Detektiv an. Ausgewogen, Story. Nein, machen wir Story. Das ist ganz, ausgewogen, das ist glaube ich, ganz gut. Ja. Das ist gut. Dann höre ich bis jetzt so gar nichts, das müssen wir nachher schauen. Den Rest finden wir dann raus mit der Zeitspielgrundlage, Fallmappe. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir dann nach werden herausfinden, wenn wir das spielen. Ja, das schauen wir jetzt noch nicht zu fest an. Ich würde sagen, wir gehen einfach gerade in ein neues Game rein. Hoi, Eye of Zweigart, wie geht's dir? Wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Ich habe keine Ahnung von diesen Sherlock Holmes Games. Bin gespannt. Ja, ich eben auch nicht. Das ist das allererste Mal, wo ich so ein Detektivspiel spiele. Darum habe ich mich dazu entschieden, jetzt mal ein bisschen von der Schwierigkeitsstufe ein kleines, eine einfachere Stufe zu wählen. Das ist es so. Tobi, hör auf zu rennen. Seriously, du nervst. Ich habe keine Ahnung von den, meistens steht es doch, ob man es in-game noch nachträglich ändern kann. Ich glaube es auch. Aber wir spielen es einfach mal so. Das kommt schon gut. Mutterliebe, ich sollte den Rezeptionisten nach meiner Meinung fragen. Okay, zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Habe ich gemacht? Jetzt hätte ich einfach gerne noch Sound haben. Ja, absolut kein Sound. Hat jemand von euch Sound? ähm...
Okay, weird. Ah, oh Gott. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Okay, Moment. Ich mache jetzt hier schnell... Oh, interesting. Machen wir hier schnell Hard Cut. Von der schnell von vorne an. Weil ich will ehrlich gesagt Sound haben. Im Game, und zwar von Anfang an. Ach nö, jetzt ist alles cancelled. Seriously? Nee, oder? Nee, Frogwares. Gut, das ist das Intro. Gut, ich wollte sagen, ich habe nämlich die ganze Zeit keinen Sound gehabt. Und ich denke so, was ist los? Erster Sherlock, genau. Ich habe noch ein bisschen Epilepsie-Warnung. Aber falls ihr an Epilepsie leidet, ist es vielleicht nicht das Beste. Oh, okay, es werden rassistische und sexistische Vorurteile dargestellt. Also haben wir auch noch ein bisschen Triggerwarnung in diesem Fall. Okay. Alles klar. So, jetzt haben wir sogar Sound. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir schauen, vom Ton her, Gesamtlautstärke ist auch nicht ganz oben. Also, oh, so. Wie ist es für euch von der Lautstärke? Etwa okay, so, oder? So, also, neues Spiel jetzt. Und hoffentlich kommt Cutscene noch, sonst würde es mich ein bisschen nerven. Nice. Ginger. That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, Sherlock Grumpy. Immer die Männer. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Ah, zusammen ist doch immer am schönsten. Weißt du, werdet ihr aber sehr krank? Ich glaube, ich bin noch nie sehr krank geworden. Auch nicht auf so einem Schiff. Der ist suspekt. So, jeder, der mir jetzt gesagt hat, der ist suspekt, suspekt, suspekt. Und der ist suspekt und der ist suspekt. Und die ist suspekt. Das war schon sehr suspekt. Der ist, oder doch die. Nein, es ist der. Der Brunnen. Der Brunnen Sherry, ist schuld. Ja. Come on, catch up. Yes, yes. Vor allem Sherry. Das ist ein herziger Spitzname. Also, Steuerung. Okay, die Steuerung. Ja, doch, doch. Kann man machen. Ich kann umschauen. Aha. Hallo. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Warum war Huge Garden so in Klammern gewesen? Weil das ist irgendwie suspekt. Also, wo muss ich da jetzt her? Da rein? Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Dankeschön. If you need something, sir, please inquire at reception. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature.
Would you kindly sign these papers, sir? Ja. So, There you bitteschön. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I sieht see so it was reserved suspekt aus. for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Oh ja, Balkon finde ich ja toll. Wie er da steht. Nice. Also Tobi will schon wieder timeoutet werden. Oh wow, ich sperre jetzt permanent, Mann. Hä? In dem Fall. Ich muss auch jedes Mal zum Game raus. Sorry Leute, falls jemand sich timeoutet. Ich glaube, ich nehme die Funktion ist einfach wieder raus. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Also, gehen wir mal rauf. Ein riesen Monster, das da einfach rumsteht. Nice. Ja, die Funktion war wirklich ein Fehler, Sayuki. Vor allem, wenn man immer zum Game raus muss, ist es ein bisschen mühsam. Hey, hure Pflanzen, die da rumstehen. Palmen, riesen Monsteras. Was ist unsere Zimmernummer? 221, hä? Haben wir 226? Ui. Also, wenn jede Tür, also jedes Zimmer so eine fancy Tür hat, dann schisch. Oder ein Mod, der das übernehmen will. Ja, aber irgendwie ist kein Mod rum. Hier haben wir 225. Ah, hure schick alles. Kann ich ein bisschen schneller laufen? Nö. Ich will anscheinend, dass man ein bisschen rumschaut. Die Bilder sind also auch sehr fancy. Doch. Also ja, es ist ein sehr nobles Restaurant, wie gesagt, Hotel. Hier geht es aber nicht weiter. Wo sind denn unsere... Dort hinten ist auch noch Zimmer, aber ich glaube, dort ist abgesperrt. Kann das sein? Ja, ist abgesperrt. In dem Fall muss ich auf der anderen Seite rüber. Alles klar. Stegeli ab. Ist das Rezeption, die ich vorher gesehen habe? Nicht, oder? Das ist etwas anderes. Egal, wir gehen jetzt auf unser Zimmer. Stegeli wieder rauf. Genau, geht allen Mitarbeitern eine Nachricht schreiben. Wir brauchen einen Mat. Ah, da ist unser Zimmer. Perfekt. Wir haben auch so eine fancy Tür. Nice. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Okay, ab essen. Sag ich auch nicht nein. Oh, hallo. Let's check what they have on offer. Ah, du bist mir einfach nachgelaufen. Ja gut, das ist auch nicht schlecht. Ah, aber es ist so doof, wenn man in ein Hotel kommt und das Zimmer ist noch nicht ready. Ja, das nicht gern. Stegeli wieder runter. Genau, sag ich. Stegeli rauf, Stegeli runter. Er läuft mir nicht hinten nach. Er steht einfach plötzlich random irgendjemand, glaubst du, oder? Was haben wir denn hier? Luca Kaliki. Mr. Incredible Luca Kaliki. Oder wie man das so immer ausspricht. Only Todays. Also. Das würde ich am Donnerstag auch haben. Wir warten bis um 3. Ah, für das Hotelzimmer. Ja, wir auch. Wir können wir sind ja am Mittwoch schon dort und wir können erst am... Hey, das waren wir vorhin gesehen, Mann. Wir haben erst am 3 können wir erst das Hotel beziehen. Oder können die mir hier servieren? Oder zeigen, hier hat Snacks. Hey, Sherry. Just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Oh ja. Poached eggs with hollandaise sauce. Eggs Benedict, so gut. Sherry Lady. Di, 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 di. So gut. Di, 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 di. Ja, und wo, was, wie kann ich das jetzt machen? If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Keine Ahnung, was ich machen muss, Leute. Bin verwirrt. Kann ich da die Eier holen?
Oh, was ist das für eine verschlossene Tür? Ich habe gerne verschlossene Türen, beziehungsweise ich würde gerne wissen, was dort hinten dran ist. Salut, Monsieur. Ich kann da nicht durch, okay. Hey, Roy, wie geht's dir? Nope, noch nicht wirklich. Aber das kommt dann schon mal irgendwann. Das ist eine Wahrsagerkugel. Oh Mann, nicht reinschauen. Dunkle Rituale auf dem Friedhof. Und gleich als ich um die Ecke kam, sah ich ihn, den Nekromanten. Er blickte sich nervös um, doch ich konnte mich rechtzeitig hinter einem Grabstein verstecken. Mein gesunder Menschenverstand sagte mir, dass ich die Beine in die Hand nehmen sollte, aber mein Pflichtbewusstsein Ihnen gegenüber, werte Leser, meldet sich lautstarker zu Wort. Selbst lauter als mein Überlebensinstinkt. Oha! Glücklicherweise bemerkte der Vampir mich nicht und fuhr mit seinem teuflischen Ritual fort. Er erweckte eine Frau in ihrem Grab zum Leben und befahl ihr sogleich 2 Männer zu töten, die in der Nähe waren. Danach küssten sie sich und vollzogen einen ganz und gar unheiligen Geschlechtsakt in dem kurz zuvor gehobenen Sarg. Sexy time! Stunden vergingen bis schließlich der Mond langsam entschwand und die Liebenden sich in Fledermäuse verwandelten, um fortzufliegen. Es gelang mir, einige Fotografien der Opfer anzufertigen, die jedoch bedauerlicherweise von der Polizei beschlagnahmt wurden. Holy guacamole. Interesting. Jetzt sind meine Eier. Hallo Eier. Ah, hier ist Rezeption. Hey, Dude. Your room is upstairs, sir. Ja, aber ich kann ja noch nicht rein. 221. Kann ich wenigstens raus in den Friedhof oder so? Oder muss ich irgendwie ein bisschen fester gegen die Tür laufen, dass sie aufgehen? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach hier durch Dings sneaken. Durch die Gärten. Das sieht interessant aus. Ja, verdammt, ich komme nicht rein. Ah, hey Hermes, wie geht's dir? Lang nichts gehört. Ja, schon ein Weile her, als du das letzte Mal umeinander warst. Ich hoffe, es geht dir gut. Kann ich da durch? Nein, auch nicht. Rein darf ich rein. Nicht mal in mein Zimmer. Aber es ist echt schon Nacht. Schaut mal. Der Mond ist am Himmel. Die Sterne sind mega hell. Aber ich darf noch einfach nicht in mein Zimmer. Es ist ein schlechtes Hotel. Entschuldigung. Ich bin nicht begeistert. Es gibt nur 1 Stern von mir. Ich laufe jetzt auch mal gegen jede Tür. Vielleicht geht die halt erst auf, wenn ich wirklich dagegen laufe. Das kann natürlich auch sein. Nein. Hoffe alles besser. Hey Massimo, es geht so. Bin mir noch recht erschöpft, aber ja. Ich will auch nicht rein. Da steht schon sofort dran, als ob man nicht rein dürfte. Aber etwas anderes als mir sagen, dass es schon auch noch Dings gibt. Also. Oh. Kurdische Abenteurerin, aufgeschlossen als Entschuppte vor kurzem Fisch. Aha. Kordonischer Ingenieur, wohlgesonnen, unverheiratet. Kenianischer Barmann, wohlgesonnen, gelangweilt. Ja, wäre ja. Interessant. Konservativ. Aha. Oha. Was lebt direkt an der Küste? Chic. Auf dem rechten Ohr taub. Polizeispitzel. Und das weiss man jetzt einfach so. Auf dem rechten Auge blind. Okay. Und wieso weiss man das jetzt einfach so bei dir? Immer früh auf den Beinen. Spricht mehrere Sprachen. Oha, gebildet. Auf dem rechten Auge blind. Die, oh. Perlentaucherin. Okay, okay. Hey, Sherry. Just our luck. Was der? Was der jetzt genau? Was gerade Geld zurückverlangen, falls man dort im Voraus hat müssen zahlen.
Wegen was willst du Geld zurückverlangen? Jetzt habe ich das nicht mitbekommen. Was haben wir hier noch für Menschen? Erledigt Gartenarbeiten. Und der da hier? Ehemaliger Sänger, so. Hier haben wir... Aha, beim Hotel, Mensch. Ja, sag nichts. Darf man sagen, wie man weiterkommt? Oder ist es ein Spoiler? Hey, Cognizant, warte noch ein paar Minuten. Ist gut. Ich werde dann noch ein bisschen herausfinden, was die Leute alles können und machen und tun. Und dann darfst du mir sehr gerne weiterhelfen, falls ich nicht weiterkomme. Ja, wir kommen nicht mal auf das Zimmer. Urfrech, es ist schon Nacht, ich will doch schlafen, Mann. Also, Leute da Epilepsie. Pokert gern, so. Dann haben wir hier... Hat eine saisonbedingte Allergie, also Pollen oder so. Wer schon nicht? Der da hier... Hallo? Züchtet Vögel. Ah, spannend. Nimmt Schnupftabak. So. Das ist unverheiratet. Ja, das ist immer sehr wichtig. Ich probiere jetzt, glaube ich, einfach alle Knöpfe einmal auf. Oh. Ah, ich kann föteln. Aha. Okay, spannend. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Das stimmt. Ah, ich glaube, die Story geht weiter. Nice. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici is conducting a séance at the moment. Galici, Entschuldigung, der ist nicht Italiener. While you wait? Why? Pardon me. Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. Fair? Things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Oh, das ist so brutal. Ich muss... hey. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? You haven't mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Okay, wir können dann gleich schauen. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde das Zeug so lustig, wenn man so... Also ich würde es niemals selber mir so verhalten. Das Furztrockene, das teilweise auch schon fast ein bisschen angriffig ist, sage ich jetzt mal anderen gegenüber. Aber es ist halt eben schon irgendwie mega lustig. Und irgendwie, I don't know, das erinnert mich so ein bisschen an Young Sheldon, also die Serie auf Netflix. Die ist auch so trocken, es hat so einen mega trockenen Humor und ich liebe das. Habt ihr Dings schon geschaut, Young Sheldon? Ich finde, das ist so eine coole Serie. The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. Okay. I'm starving. Jetzt dürfen wir es mitnehmen. Okay, Nice. time to check if John found us a nice table for the evening. Also. Tisch. Wo ist er her? Ich nicht. Jetzt überhaupt noch Tisch? Ich glaube nicht, oder? Hä, wo ist der her? Also das muss ich sagen, das ist ein bisschen schade. Dass er einfach plötzlich verschwindet und man nicht sieht, wo er hergeht. Und man muss ihn mega suchen. Labern und Detektiv spielen ist nicht so einfach. Nein, tatsächlich nicht. Ah, ist es der da I'm hier over auch? here with my new Ursine companion. Upsi. What are you waiting for? Put the dish down so we can tuck in. Yes, here we go. Cordona's even quieter than I Sherry, remember. Sherry lady. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What are you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am
itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, Ah, ist so take a gut. look. Also, No matter how long you stare at the stick, it's not going to walk itself to its owner. nehmen wir ihn mit. Also, es ist... Was er A gedrückt hat, um zum Inspizieren. Aha. A Da kann ich... crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the Fielding family or Meadows. Or Craven, from the Old English name meaning garlic place. Garlic Place, lul. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Okay, jetzt muss ich ihn wirklich suchen. I Hä? hope you noted down your observations in your Also postbook. Englisch haben wir gesagt. But Hä? how Wahrscheinlich can ein we find Mann. this nobleman? The cane Wie gesagt- itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Als Schüler kann Passanten zum Hinweisen befragen. Öffne mit... Aha, okay. Fallmappe. Hefte mit X einen relevanten Hinweis an und sprich mit jemandem. Okay. Aha. Der gefundene Gehstock. Hoi Nico, wie geht's dir? Der Gehstock wurde aus Ebenholz gefertigt und weist erstaunlich detaillierte Gravur in Form einer Knoblauchzwiebel auf. Knobli. Das Familienwappen, genau. Der Gehstock Samtgriff ist so schwer, dass man ihm durchaus Knochen brechen könnte. Holy shit. Okay, der englische Adlige. Okay, was haben wir hier? Treffen mit dem Medium. Ach. Also das kann ich jetzt irgendwie auf die Karte setzen. Oh. Oh, wow. Ui. Oh. Das ist eine grosse Karte. What the hell? Wie gross wird das Spiel? Oi. Okay, okay, das muss ich machen. Also, was kann ich jetzt machen? Hinweis anheften. Okay. Ich kann noch nicht, aber... Kann ich nicht, aber? Ja. Also. Hinweis ist angeheftet. Gut. Ah, Details. Ah, das ist das. Okay. Nur die Hinweise des aktuell ausgewählten Falls werden angezeigt. Blättere durch die Hinweise. Okay. Das haben wir nur gedacht, dass ich das Jahr gerade auch 3 Tage gehe, sodass ich für mich allein durchlaufen kann. Alles wirklich genau anschauen. Da hast du ja leider gar nichts mitbekommen. Oh, schade. Auch ein bisschen mal alle die Sachen auf der Bühne anschauen, die mich interessieren würden. Hey, kann ich absolut nachvollziehen, würde ich auch so machen. Also, wie ist es gegangen? So, hä? Da haben wir ja recht herausgefunden. Wieso zeigst du mir bei diesem TV nicht an? Hier. Der züchtet Vögel. Englischer Apotheker. Also, mit den Leuten kann ich ja noch reden. He? Also. Can I ask you a question? You are fortunate to ask me, because I know that. Aha. Vor uns saßen 3 Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten begeben, um frische Luft zu schnappen. Well, even with your keen Okidoki. senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are.
Wo haben wir gesagt, wir haben doch vorher einen gefunden, einen ehemaligen Marineoffizier, nicht? Ah nein, das war das Polizeidings. Ich glaube, der steht eben wirklich vor aussen. Aber der in den Vordergarten gegangen ist. Okay, was ist ein Vordergarten? Ja, irgendwo da. Einer von denen wird es ja wohl sein. Mitglied einer Geheimgesellschaft. So, es ist nicht mehr so geheim. Ehemaliger Sänger. Was lebt in einem feuchten Klima? Oder was ist da gestanden? Ja. Pensionierter Offizier. Könnte das sein, oder? May I ask you something? My dear fellow, you're Hey, talking Troy. to the right man. Swiss the Rewards. Danke, by the way, noch für die Follow von vorher. Thank you. Jetzt habe ich Walliser statt Walisischer gelesen. Okay. F in Faba steht für Vorfreude. Ja, gut Deutsch. Nico, gut Deutsch. Und hey Troy, wie geht's dir? Der Troy! Ja, aber Troy! Also, der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. War gesessen sogar, oha. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Seance des Mediums aufgemacht hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Hey, Sherry, Yay! don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just I didn't going to see give the you a owner, hint Sherry, that's so I owing. can't You will help not you persuade find me him. to take part in this show. Nicht gut, wenn alle durcheinander reden. Also ich kann den Gehstock seinen Besitz zurückgeben. Ja, warte jetzt. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Der Ghost vor allem. Was für ein Ghost? Nein, ich muss jetzt zur Seance gehen. Wenn ich den noch finde. Hey JC, wie geht's dir? Ah, der John ist schon dort. Hei. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ein Ghost! Hurry up! Genau, hurry up! This hotel, this island, is full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Okay, interessant. Boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Well... keine Ahnung. Schauen wir sein Gesicht an. Rotes Gesicht, geschwollen. Aha. Krawatte. Ah, sein Weste, teure Kleidung. Okay, reich und modebewusst. Aha. Oh, sein Ring. Der Knobli. Nice. Trägt keinen Ehering. Aha. Da haben wir eine kaputte Hand. Schlug vor kurzem jemanden. Kranker Engländer auf Kur, gelangweilter englischer Adeliger. Okay, wow. Also ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring und auf dem Gehstock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Cavan ist, ein englischer Adliger mit der Angewohnheit, Kurorte aufzusuchen, um seine kranke Leber auszukurieren. Seinen aufgedunsenen und rötlichen Gesicht nach zu urteilen hat er einige alkoholische Getränke zu sich genommen. Ob ihn vielleicht die Seance so aufgewühlt hat? Seine ledierten Fingerknöchel lassen den Schluss zu, dass er Boxunterricht nimmt, um in Form zu bleiben. Er war bereits über seinen verschwundenen Gehstock verärgert und nun regt er sich fürchterlich über einen gestohlenen Diamanten auf. Oha.
Okay, und gelangweilter englischer Adeliger wäre, ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring und auf dem Gehstock, kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist, ein gelangweilter, reicher Adliger aus England, der ganz Europa bereist und dabei verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Seinem aufgedunsenen und rötlichen Gesicht nach zu urteilen, hat er Alkoholprobleme. Er ist zwar immer noch gesund und körperlich stark, doch in wenigen Jahren wird er ein Wrack sein. Da er ständig betrunken ist, hat er Probleme, sein Temperament zu zügeln. Seine ledierten Fingerknöchel legen den Schluss nahe, dass vor kurzem mindestens eine Person heftig verprügelt hat. Oh wow! Die mangelnde Kontrolle über seine Wut sowie seine Alkoholprobleme und Launenhaftigkeit bergen ein hohes Gewaltpotenzial. Jetzt müssen wir herausfinden, was er eher ist. Ein kranker Engländer auf Kur oder ein gelangweilter englischer Adliger? Was hat das Gefühl? Was ist es eher? Ich würde sagen, er ist eher ein gelangweilter englischer Adliger, vor allem, wo er vor kurzem jemanden geschlagen hat, was links steht. Also er scheint wirklich ein bisschen Problem zu haben, so ein bisschen Gewaltproblem. Außerdem ist er nicht verheiratet, das heisst, er hat keine Frau bei sich, die er zügeln kann. Ja, was meint ihr? Nummer 2, eben gell, er ist ein Knoblauch. Genau, das ist er auch. Er sieht nicht gesund aus, definitiv nicht, nein. Definitiv nicht. Also, sagen wir, er ist ein gelangweilter englischer Adliger. Okay. Interesting. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to Strong go further, drinks. one may I feel even it. be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply I know. marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. Police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Okay, wir müssen wissen, was bei der Seance vorgefallen ist tatsächlich. Ja, wo anscheinend scheint ihn ja das ein bisschen verärgert zu haben. You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Immer das mit den Frauen, die in Ohnmacht fallen und so. Also, niemand kann mir verraten, dass vor 50 Jahren, ja, vielleicht ist es schon ein bisschen mehr als 50 Jahre, okay, sagen wir 60 Jahre, dass Frauen einfach ständig in Ohnmacht gefallen sind, wenn sie irgendwie eine Maus gesehen haben oder irgendwie etwas, das ihnen nicht ganz gebesselt hat. Also, what the fuck, das ist doch sicher 100% gespielt gewesen. Sorry, aber also, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Warum fällt man einfach in Ohnmacht bei solchen Sachen? Das ist doch 100% gespielt. Wo die Frauen irgendwie wegen der Korsette, ja, aber das allein reicht doch nicht. Du kannst mir nicht verraten, dass allein ein Korsett dazu führt, dass eine Frau in Ohnmacht geht. Weil dann wird sie ja regelmässig und oftmals grundlos in Ohnmacht gehen. Wirklich? Das ist ein ganz, ganz schwache Geschöpfchen. Also, gehst du regelmässig in Ohnmacht, Sayuki? Ist das so? Also, meine Mami ist früher, als sie jung war, auch mehrmals, also wirklich
Also mehrmals öfters ohnmächtig geworden, aber wo sie einfach einen mega tiefen Blutdruck hatte. Aber das war total random und hat keinen Zusammenhang mit solchen Situationen. Mal probier's mal, Blutfluss wird gestört. Ja, aber das ist ja der random. Das ist ja der nicht so im Sinn von ich sehe eine Maus und ich bin so schockiert, dass ich in Ohnmacht gehe. Also ja, Korsett hat sicher einen Mitgrund, aber nicht, es ist nicht so der Hauptgrund. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, vielfach war das so ein bisschen gespielt gewesen. Vielleicht haben sie auch noch wenig gegessen, das kann natürlich auch sein. Und dann, wenn sie irgendwie nervös wurden oder so, ja, okay. Ich denke mal, es kommt etwa alles zusammen, aber nicht nur das Korsett. Das ist, ja, okay. Blutkreislauf, wenn ich esse. Ah, okay, I see. Ich glaube, es ist mehr als Todstellenschutzfunktion bei dir. Ja, anscheinend eben schon nicht so wirklich, Nico. Das kann, ja. Er sieht nicht gesund aus, ja, voll nicht. Gute Dokus dazu, wirklich? Okay, die Cognizant weiss Bescheid. Merci vielmals in diesem Fall für das Aufklären. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das muss doch gespielt sein. Das kann doch nicht sein, dass sie einfach grundlos irgendwie so in Ohnmacht fallen. Aber ja, wenn man bedenkt, dass natürlich das Korsett einem die Luft und das Blut ein bisschen abschnürt und man dann aufgeregt ist und vielleicht noch wenig gegessen hat, wo man auf die Linie muss achten, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann eher mal in Ohnmacht geht, wenn man nervös ist. Also, was die Diamant betrifft. Become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Ein Diamant geformt wie ein Ei. Der glitzert ja gar nicht. Das ist ja traurig. Also Geschichte der Diäten von Terra X. Oh, okay, spannend. Also, wir schauen mal um. Stay here and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Okay. Let's see, was wir da so haben. Also, britische Aristokratin, kaum bei Bewusstsein, freundlich. Aber die hat ja auch kein Konzept. Also, man sieht, man sieht, hunges Röckchen. John. Zuvorkommend und aufgeschlossen. Benommen und aufgeschlossen, okay. Das wär's auch schon, hä? In Rage. Oh, aufgeschlossen, interesting. Was haben wir denn hier? Im Konzentrationsmodus nimmst du die eher unscheinbaren Details in deiner Umgebung wahr. Drücke RB, wenn du einen weißen Kreis siehst, um das entsprechende Element der Spielwelt genau in Augenschein zu nehmen. Also, was haben wir denn hier? Halterung für ovalen Gegenstand. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Okay. Aha. Was 1,2 Zoll Durchmesser Diamant mit 104 Karat. Ui, was haben wir hier? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Hier ist ein Schmetterling. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Okay, was haben wir sonst noch? Aschenbecher. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Larranaga cigar. What else does a gentleman need? Oh, da ist noch irgendwie... Da ist noch etwas gesehen. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Welches Weinglas? Ich sehe kein Weinglas. Oh, hier. Okay. Interessant. Kann ich jetzt irgendwie... Das da hier da...
Nee, okay. Also ich schaue mir dann noch ein bisschen mehr um. Also hier haben wir, glaube ich, nichts. Tischli auch nicht. Ich komme hier nicht durch. Madame? Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Faithfulness of Women, Alter. Ein paar Schädel. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Also gut, ich habe auch schon gehört, dass wenn man Geister heraufbeschwört und also dass die sich in Spiegel können manifestieren und dann von Spiegel zu Spiegel hüpfen und dann also wirklich in der Umgebung spucken. Und darum sollte man Spiegel abdecken. Aber ja, wenn man natürlich einen Trick will, verschleiern, yes sir, it's the way to go. Das Timer irgendein Instrument muss spielen, hey, unglaublich. I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Yeah, I try. Your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Du hast genügend Hinweise gefunden, um zu Schlussfolgern. Öffne jetzt die Fallmappe und navigiere den Punkt Gedankenspiele. Aha. Ist das was, ach? Hier. Okay. Der Geist der Vergangenheit. Mottenbrosche, das Medium Luca Gallici. Das wollte man immer noch nicht. Ich hoffe, dass man das Gallici ausspricht, aber in dem Fall ist es... nein, okay, wait. Es ist ja ein Äthiopier, der macht es wiederum Sinn. Es sind bis jetzt eine Brosche mit einem Mottenmotiv. Yes. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Bei der Seance war Lady Cravens Platz am Tisch gegenüber dem Fenster, das zum Atrium zeigt. Lady Craven deutete über den Tisch auf etwas und begann zu schreien. Lord Craven schluckt das Medium. Oh Mann, das ist schon ein bisschen brutal. Als Lord Craven den Diamantendiebstahl bemerkte, schlug er den Medium Luca Gallici ins Gesicht. Kombiniere Hinweise zu Schlussfolgerungen. Ja, und sperren oder entsperren. Okay. Ja, wait. Lady Craven deutet zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium sah. Heißt das... Wait, jemand im Atrium hier. Lady Craven muss jemand draußen vor dem Fenster gesehen haben, da sie über den Tisch hinweg auf das Fenster zeigte. Ich bin mir sicher, dass sich während der Seance jemand im Atrium befand. Ein Zeuge oder ein Komplize. Ich sollte mich dort nach etwaigen Spuren umsehen. Also im Atrium mit dem Fall. Was ist denn das? Warte mit John. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was genau vorgefallen ist, aber ein Geist war jedenfalls nicht für den Schlag in Luca Gallicis Gesicht verantwortlich. Genau. Das ist einfach ein anderes Ding. Okay. Okay. Johns Tagebuch, das ist auch immer cool. Wir können John sein Tagebuch lesen. Oha, das ist schon ein bisschen fies, ne? Also ein bisschen frech. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window.
Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Also sie ist hier gehockt und hat dort wahrscheinlich rausgesehen. He? Also, da rausgeschaut hat sie. Und dort muss auch jemand gewesen sein. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Sehr gern. Also, hier war jemand gewesen. Aha, da liegt etwas. Was haben wir hier? Feststeckendes Objekt. Aha. Ein Absatz! Von meinen Schuhen. Es muss eine Frau gewesen sein, die ihre Schuhe verloren hat. Nachricht eines Bienenbeschwörers. Angie! Der alte Mann scheint die Lage nicht mehr im Griff zu haben. Sein Bienenstöcken wird der gute Honig weggenommen und eine Biene nach der anderen geht ein. Ich glaube nicht, dass noch mit viel Honig zu rechnen ist, wenn wir beim Schwarm bleiben. Du verstehst, was ich meine. Treffen wir uns um 12 Uhr an den Docks, wir ziehen das gemeinsam durch. Da nicht wirklich nach Bienenli, aber okay. Was hat sie verloren, als sie ohnmächtig geworden ist? Nein, sie ist ja nicht da außen gestanden. Aber jemand ist hier gestanden und hat da reingeschaut. Und die Frau, die da ohnmächtig auf dem Sofa liegt, die hat die Person gesehen, die hier gestanden ist. Das ist halt so das da. Absatz. Schauen wir mal um. Hast du schon etwas gesehen? Oder von der Wucht vom Schlag, ist das die richtig? Das bin eben nebenbei am Arbeiten. Nein, aber sie befinden sich ja nicht außerhalb. Aber da außen war noch jemand anderes. Da oben hat es eine. Und du, wer bist du? Einer, der raucht, okay. Hat Höhenangst, so. Aber er ist nett. Nehmen wir hin. Hier noch etwas. Nö. Hier kann man aber auch nicht raus. Okay, es hat nur eine Tür. Das heisst, wer auch immer hier war, muss hier rausgegangen sein. Da haben wir auch nichts mehr. Nö, kein Hinweis. Das war eine Bedienstete. Also es wird ja eine Bedienstete sein, wahrscheinlich. Ja, weiter. Hallo. We need to talk. Oder auch nicht. Okay, in diesem Fall suchen wir jetzt jemanden, dem ein Absatz fehlt. Zum Beispiel ihr. Fehlt ihr ein Absatz? Nope. Der beide Absätze. Der hat keine Schuhe mit Absatz. Entschuldigung. Sag ich, kannst du Popcorn essen? Frech. Also, Haben wir hier irgendwo... Die haben keinen Absatz. Die einen, glaube ich, auch keinen Absatz, oder? Perlentaucherin, so. Sie beherrscht mehrere Sprachen. Interesting. Sehe ich Schuhe aus? Mann, ich sehe die Schuhe nicht. Aber eben, eigentlich müsste es ja Bedienstete sein, weil der Türen, wo wir sie kommen, nur Bedienstete. Aber es hat nicht noch mehrere Putzkräfte gehabt, die am Boden schrubben waren. Warum finde ich niemanden mehr? Und Schnupftabak, das ist nicht sehr hilfreich. Die hat flache Schuhe. Oder bin ich jetzt schon viel zu weit? Ich bin jetzt erst im Kreis gelaufen. Hallo zusammen. Wo ist
Ihre Schuhe sind es ja, glaube ich, nicht, oder? Nein, die hat noch beide Absätze. Schaut. I didn't take the diamond, I swear. Ja, wir Thank you wissen for es. helping us resolve the situation, sir. Schon etwas zu melden. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Nice and creepy, ja. Also, Aber können wir den nicht irgendwie ein bisschen genauer beobachten? Oder irgendwie... This looks recent. Ah, A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, Okay. Tom. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your ich wusste, key on irgendetwas habe ich exploring trail. nicht geschnallt. Also wenn du eine Spur folgen willst, musst du zunächst den dafür relevanten Hinweis anheften. Okay. Anheften, hier. Okay, jemand im Atrium. Ah! Das ist aber Blätter, ne? Hey, Alter! Ist das die Ernst? Einfach mit den Jeans. Hey, nein. Ah. Also, aber Kratzer. Also, das ist mein Konzentrationsmodus. Jetzt muss ich die Kratzerli suchen. Uiuiui, was sind echt die? Ich sehe nur jede Menge Blätter. Das ist irritierend. Kratzer am Boden. Also, I don't know. Aber ich sehe keine Kratzer am Boden. Ich sehe nur Blätter. Hä? Also, ich sehe wirklich gar nichts. Ich sehe nicht mal mehr den Dings. Da der Heel, wie sagt man, der Absatz. Ich rede jetzt mal mit ihm. Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. Ja, genau, wenn ich wüsste, wie die Steuerung funktioniert, ja? Oh. Oh, was ist das? Ah, jetzt! Super. Vorher hat es noch nicht funktioniert. Aha. Ah, da ist der Schuh. Den habe ich vorher schon gesehen. Da fehlt er. Size 4 with a broken heel. Ei. Okay. Also, und jetzt wieder Spuren, hä? Wenn man es dann so einfach... Oder muss ich jetzt zuerst den Hinweis abpinnen? Nein, der ist ja schon abgepinnt. Oder? Ey. I don't know, also irgendwie... Also ich gehe jetzt mal hier durch aus, aber ich habe keine Ahnung. Ich sehe halt nichts. Das hat doch Spuren hinterlassen, habe ich gehört. Irgendwie, aber Hä? Also bin ich doof? Warum funktioniert das nicht? Also ich meine, ich habe doch jetzt das angeheftet. Genau, ich folge dem ja jetzt.
Also jetzt muss ich Konzentrationsmodus, damit Spuren sichtbar werden. Aber... Was für Spuren? Ich sehe keine Spuren mehr. Beziehungsweise halt die mich zurückführen. Hä? Das ist ja die, von da bin ich ja gekommen. Wieso sehen Sie das erst jetzt? Das habe ich doch vorher noch nicht gesehen, oder? Also... Ich bin überfragt. Also wirklich, ich finde, das ist ganz, ganz komisch. Also entweder mache ich etwas wirklich falsch oder das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hey, Cognizant, bist du noch da? Size 4 with a... Hallo. Ja, aber... Ich meine, was ist jetzt mit diesen Spuren? Ich muss ja diesen Spuren... Ja, ich brauche Hilfe. Wo ich meine, ich muss... Also, ich mache ja literally das, was mir das Spiel sagt, aber ich sehe nichts. Ich sollte ja anscheinend den Spuren folgen. Ja, please, welche Spuren? Ich sehe ja nichts. Also... Keine Ahnung. Also von da bin ich ja gekommen. Also ich meine, die Spuren, die habe ich ja gesehen. Darum bin ich ja zuerst mal da rein. Ja, auch jetzt. Ich meine, dass es das schon ist, das weiss ich. Das habe ich jetzt schon 30 Mal angeschaut. Aber mehr als 30 Mal anschauen und noch 5 Mal mehr kann ich halt nicht. Kannst du nicht was auslösen? Nein, aber nicht. Ich kann nur mal anschauen. Und dann heisst es halt, also ich kann ja hier eben das anschauen. Size 4 with a broken heel. Genau. That's it. Und Size eben, von wegen, ja, es gibt sicher auch Spuren, denen man kann folgen, oder? Ja, also. Aber jetzt, wenn ich in den Spurmodus gehe, also in den Spursuchmodus, dann bin ich ja wieder hier. Und dann sehe ich halt wieder literally nichts. Also ich müsste jetzt wieder Spuren sehen, aber ich sehe auch keine Spuren. Oder ist jetzt der wieder retour? Aha, ja, aber ich sehe halt nichts. Wo ist jetzt der wieder raus? Ja, und jetzt. Also ich weiß nicht, das mit diesen Hinweisen ist nicht gut gemacht. Also... Beziehungsweise man sieht sie halt viel zu wenig. Keine Ahnung, also... Ja, er ist hier rein. Ich laufe jetzt dann einfach nochmal nachher. Also er ist hier rein. Genau. Hat die Schuhe abgezogen. Und ist wahrscheinlich nachher wieder raus.
Also durch die gleiche Tür und zwar wieder in die Richtung. Aber hier sehe ich auch wieder nichts. Es ist schon nichts. Also. Nada. Es macht halt die ganze Zeit das. Aber ich sehe ja nichts. Das ist halt super mühsam, wenn man so nichts sieht. I don't know. Is this familiar to you? That's a question I can answer. Ein Hotelgast hatte im Atrium ein Dienstmädchen bei der Arbeit gesehen. Er hatte beobachtet, wie die Frau das Atrium eilig verlassen hatte, nachdem es im Seancezimmer ein Schrei zu hören gewesen war. Oh, jetzt? Hä? Ja, dann kann ich halt nochmal dort raus. Ich komme nicht raus. Ja, nein, Massimo, das habe ich alles schon probiert. Wirklich, glaub mir. Es gibt nicht sehr viel mehr Möglichkeiten als das alles, was ich probiert habe. Wirklich. Size 4 with a broken heel. Ja, mehr kann man nicht machen. Und ich sehe halt keinen Hinweis mehr. Also, manchmal gibt es doch so die weißen Schlirken. Aber die verschwinden halt instant wieder. Da, siehst du, da die weißen Schlirken, keine Ahnung. Die verschwinden sofort wieder. Also, sie ist da reingesäckelt, hat den Schuh abgezogen und er. Wieso verschwinden die so schnell wieder? Ich verstehe das nicht. Ja, und jetzt. Hä? Also ganz ehrlich. Ja, ich weiss, dass es eine zweite Linie hat, aber die zweite Linie, die zeigt ja auch wieder irgendwo her, wo ich nicht herausfinde, woher. Wo sie verschwindet instant wieder. Seht ihr, sie ist so nicht mal eine Sekunde ist sie da und dann ist sie wieder weg. Und man sieht halt nicht einmal, woher sie führt. Also eine ist hier. Und was soll das bedeuten? Kann mir irgendjemand erklären, was daran sinnvoll ist? Also ernsthaft? Keine Ahnung, also das ist also sorry, aber ich finde es ein bisschen schlecht gemacht. Also, ja, es zeigt hier eine zweite Linie an und die führt wieder raus. Und dann bin ich da und ich habe keine Ahnung mehr, was passiert. Also jetzt habe ich wieder den Dings gehabt, den Schuss, aber ich habe nichts gesehen. Ich meine, was ist das? Ganz ehrlich, was... Exe, wie wird man eigentlich bei Brack-Streamer? Indem man hier arbeitet. Wir sind alles Mitarbeiter von Brack.ch. Hey, aber was, also... Nein, ich kann mir bitte jemand verraten, was da Sinn macht. Die Linien gehen so schnell wieder weg. In den Einstellungen eingestellt wegen der Hilfestellung. Ist es gar nicht.
Ah, da hinten kann man sogar rennen, okay. Keine Ahnung, aber... Siehst du die Linie da? Was ist mit der? Die verschwindet einfach. Und du hast immer noch den bereits gelöschten Hinweis angepinnt. Erfreulich zu dem. Nein, ein Hotelgast sah ein Dienstmädchen, das das Atrium eilig verließ. Es gibt nur den, den ich anpinnen kann. Etwas anderes kann ich nicht anpinnen. Das ist genau gleich. Also es ist ja der gleiche Fall, sozusagen, oder? Ah. Genau, die ist in die Wand hineingesäckert und auf Gleis 934 gekommen. Voll. Vor allem, der zweite weiße Schläger, der ist halt literally hier quer durchs Zimmer durch. Einfach durch alles durch. So... Oh das, warum ist es... Das ist Millisekunden, Mann! Eine Millisekunde! Are you kidding me? Hey, nein. Das gibt's doch nicht, alles raus. Kein Bock mehr. Nein, ganz... so Zeug regt mich hure auf. Ich finde wirklich... Spiel mit Hinweisen und so mega spannend und ein bisschen Rätsel, ein bisschen suchen. Aber was bringt dir das, wenn dir die Hinweise nicht weiterhelfen? Also wenn es so schnell weg ist, dass du gar keine Zeit hast, um sie anzuschauen. Also... Ja... Finde ich halt ultra kacke. Das ist halt alles. Und jetzt? Also wirklich, und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich so machen. Massimo, du kannst keine Links posten. Und... Aber ich kann Schlussfolgern. Nein. Das hat nichts mit dem zu tun. Also das Einzige, was ich sehe, ist, dass die Person hier wieder raus ist. Irgendwie. Ein Hotelgast sah, verfolgt dich das und quatscht mit anderen Frauen. Man soll ja den Spuren folgen. Aber ja, ich habe ja vorher auch schon raus wollen und mit den Frauen und so quatschen, beziehungsweise mit den Dienstmädchen. Aber die Hinweise führen, also da der weiße Schläger zeigt halt wieder raus. Weisst? Aber ja, ich kann schon raus und mit den Leuten reden. Also, vorausgesetzt, sie lassen mit sich reden. May I ask you something? Don't be angry, sir, but I truly don't know. Ich finde es halt irritierend. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das so heisst, ja, folge dem Hinweis und dann hat es Hinweise, aber es ist falsch. I'd feel much safer with him handling this. Okay, keine Ahnung. Is this familiar to you? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Do you know anything about this? I'm so sorry. I can't help you, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know. Hä? Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es stimmt, dass man da raus muss. Ich glaube, vielleicht ist sie aufgesäckelt, das kann natürlich sein.
Aber es ist halt so... Sherlock ist oft mit selber kombinieren. Ja, ich weiss, aber... es gibt ja noch nichts, was du selber kannst kombinieren. Do you know anything about this? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Das ist halt das Problem, du kannst wirklich nichts kombinieren. Nada. Is this familiar to you? I would never refuse a nobleman. But I know nothing, sir. This isn't working. You might need a different tack. So, jetzt ist so ein grüner, gelber Punkt. Help me, please. I would never refuse a nobleman. But I know nothing, sir. Ah, so mühsam. Es war ja eine mit dem Schuh. Wird sicher irgendwo eine, die ein bisschen auffällig ist. Ja, wie gesagt, Johns Tagebuch, da steht irgendwie etwas anscheinend. Keine Ahnung. Hä? Also, wir müssen die Leute nicht fragen. Das ist nicht die Lösung anscheinend. Moment, dort ist etwas am Tischli. Werter James, ich habe Ihre Abhandlung über den binomischen Lehrsatz mit großem Interesse gelesen. Und obschon sich mir der Inhalt in Teilen nicht ganz erschlossen hat, so konnte ich dennoch feststellen, dass Sie mit großem Eifer geforscht haben. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, Ihr Werk alsbald veröffentlichen zu lassen, da die Welt gewiss einen enormen praktischen Nutzen aus Ihrer Methode ziehen wird. Hochachtungsvoll, Professor Gilbert. Aha. Bringt uns immer noch nichts. Das wollte ich nicht wollen. Das wollen. Oha, ich kann Bildchen anschauen. Sharp eyes of a man with a bright mind. Almost like mine. Whoa, what a breathtaking man. Oha. Hey, da rein. Oh, die haben doch sicher etwas gesehen. Die schauen doch ab auf das Atrium, nicht? Ich weiß ja nicht. Also mit diesen Leuten kann man mit allen reden, aber das ist ja anscheinend nicht der Deal. Also der real thing. Wir wollen ja anscheinend nicht mit den Leuten reden, wo das mühsam ist, habe ich gehört. Also es tut mir leid, aber ich muss einfach wieder zurück. Vielleicht ist sie raus. Das kann natürlich auch sein. Also komplett raus. Ich glaube es zwar nicht. May I ask for your assistance? Sorry, but I've never heard of it. Also, das ist so funktioniert es nicht. Und ja, das ist ja genau das. Ja, es war eine mit dem Schuh. Jein! Sie ist echt den Schuh wechseln. Also sie hat echt den Schuh abgezogen. Das heisst nicht, dass es eine war, die nur einen Schuh anhat. Also... Von dem her... Und das Spiel sagt uns ja, hey, das ist im Fall nicht die Lösung, nach den Schuhen also mit den Leuten reden. Du musst etwas anderes suchen. Jetzt muss ich den Eingang wieder finden von vorher. Wo war der? Dort hinten, genau. Also, darum von dem her, keine Ahnung. Also, es war da hinten. Also, keine Ahnung. Also, ich finde schon, dass das Spiel einem ein bisschen mehr helfen könnte. Size 4 with a broken heel. Wo man sieht effektiv nichts mehr von hier weg. Und Gäste fragen ist ja nicht die Lösung.
Anscheinend. Warum geht die Hinweise so schnell vor? Ich hasse das. Man sieht nichts. Man sieht literally nichts bei diesen Hinweisen. Nada. Das ist, also wirklich, also es ist so dumm. Also das ist der Hinweis, der ihn hinführt. Aber es gibt ja auch etwas, das ihn wieder wegführt. Ah, nein, geh weg. Scheiß Schuhe, Mann. Keine Ahnung. Also nein, also ich kann schon noch 500 Mal das Dienstmädchen fragen, aber es bringt halt einfach nichts. Die habe ich schon gefragt. Ich kann mal rauf. Die habe ich schon gefragt. Ja, ich bin ja dran, Sayuki. Ich bin dran. In ins Zimmer rein kann ich nicht. Die habe ich auch schon gefragt. Ich säckle mal ein bisschen. Das geht sonst ewig. Da kann ich nicht rein. Jetzt kein Dienstmädchen. Hier vis-à-vis. Ah, da hat's eine. Dort sind ein paar Schuhe. Can I ask you a question? Sir, I don't know. Try asking someone else. Hm. Nicht wieder Geheimgesellschaft, aha. Haben wir 3 Ladies, aber eben mit Leuten bringt uns ja anscheinend ja nichts. Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Excuse me, just one question. Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Everyone's looking at us. Aber ja, nein, wir dürfen keine Leute fragen. Also, jetzt sind wir hier nicht rundherum gesäckelt. Dann gehen wir jetzt hier mal noch runter. Also, keine Leute mehr fragen, Leute. Da hat es auch kein Dienstmädchen, da auch nicht. Hey Martin. Also, jetzt habe ich überall geschaut und wir haben nicht mehr Dienstmädchen. Also. Ah, keine Ahnung im Fall. Keine Ahnung. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Ja, chill. Oh, da ist noch ein Stuhl. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Jetzt schau mal die was auf dem Sofa hingen. Wie meinst du auf dem Sofa hinten? Eine auf dem Sofa. Also das da ist ein Typ. Und es ist kein Sofa. Was ist die da hier? Die war vorher schon da gewesen. Can I ask you a question? I'm so sorry. I can't help you, sir. Oder wen hast du gemeint? Oben? Wetterumschwung sagt so her, wieder geschlafen. Ja, mir tut es auch gar nicht gut. Das hier ist ein Typ. Nope, da ist keine auf dem Sofa.
Was, wo? Eine Geige? Wo zum Henker hast du eine Geige gesehen? Hä? Willst du mich verarschen? Wo hast du eine Geige gesehen? Geländer? Hä? Wo siehst du eine Geige? The fuck? Bei der Stege, hier. Da bin ich bei der Stege. Wo siehst du jetzt hier eine Geige? Ich bin vorbeigelaufen. Eine kleine genauere Beschreibung wäre noch nice. Entweder der erste Stock oder Parterre oder Armur oder am... Ah, hier. To my best student, may your music always resonate on the deepest strings of our souls. Master and... Ist aber nicht wirklich ein Hinweis. Es ist einfach so ein random Teil, das da so rumliegt. Von denen gibt es ja mehrere. Ah, so Zeug, hä? Weißt du? Also, ich sage jetzt euch noch mal schnell etwas. Es ist gestanden, der Schuh hinterlässt Spuren. Also, der muss doch Spuren hinterlassen, der Schuh, nicht? Also, bin ich irgendwie doof? I don't know, also... Meiner Meinung nach sollten Schuhe eine Spur hinterlassen. Aber das macht er nicht. Also irgendetwas sollte doch von hier aus passieren. Also ich meine, da ist jetzt jemand gekommen. Und er. Was war nach... Wieso verschwinden die Hinweise so schnell? Nein, das schießt so dermaßen an, Mann. Also wirklich, also dass die Hinweise so krass schnell verschwinden, das verstehe ich halt einfach nicht. Und man hat nicht gar keine Zeit, um überhaupt zu schauen, wo die Hinweise hergehen. Und der war so schnell, der Hinweis, dass man nicht mal weiss, in welche Richtung die Person gesäckelt ist. Keine Ahnung! Man sieht nichts, nada! Also die ist jetzt gekommen. Aber was war jetzt das für ein Hinweis, please? Keine Ahnung! Ich habe es jetzt noch gelesen und ich glaube, es hat etwas nicht ausgelöst. Ja, das würde einiges erklären. Aber was denn nicht? Was muss ich denn noch machen? Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Oh, das So wahrscheinlich. definitely not the ghost of a Raja. Es, Unless... No, what a shame. es hat mir Our vorher witness was den amazing Kringel bei maid. Rosa gar nicht angezeigt. Nur beim Searching the entire Absatz. hotel could be Alter. difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Das ist genau das, was ich meine. Genau so Zeug, Mann. Echt. Jetzt können wir die anderen fragen. Is this familiar to you? Oh, yes. I can tell you everything, sir. Das Personal sagte, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienste ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt.
wegen Gemälden. Die sind aber da hingen. Da ist eine, die wir vorher noch nicht hatten. Die ist nämlich noch nicht hier gestanden vorher. There you are. Ah, so Zeug, so mühsam. Ich hab doch gewusst, etwas fehlt mir bei diesem Schuh. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Ja, aber ich habe jetzt mindestens eine halbe Stunde Zeit verloren mit dem Scheiß. So Zeug ist doch richtig mühsam. Gang zu dem, der Füße im Wasser hat. Das ist der John. Das ist der Watson. Der verfolgt uns die ganze Zeit. Der kann uns nicht helfen. Shit happens. Ja, aber weißt du, wie mühsam so Zeug? Vor allem ist es super langweilig zum Zuschauen. Ich muss ein Verbrechen aufklären. Ich bin Schriftstellerin. Nee, wieso sollte ich ihn anlügen? Also sie. A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. Oh, no. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Es hat angespannt zum Helfen. Ja, hey, mega lieb, Sayuki. Das Problem ist einfach, so Momente verwirren eher, als dass sie wirklich helfen. Weil wenn dann so Tipps kommen von verschiedenen Ecken, so, ja, mach mal das, mach doch das, so, hey, du bist da dann vorbeigelaufen, so. Es ist mega lieb, aber es verwirrt vor allem auch hure, weil du bist dir so sicher, dass dort etwas ist, was es sollte genau der sein, und du fragst dich, warum das nicht funktioniert hat. Und alle so, ja, nein, geh dort her. Und am Schluss sagst du, es ist eine halbe Stunde um, für das eigentlich wirklich, ja, am Anfang nochmal hättest du schauen sollen. Aber ja, wenn es dir Spass gemacht hat zum Helfen, dann bin ich ja froh. Deine unnötige Giga zum Beispiel, genau. Ja, aber why not? Ist doch lieb. Merci vielmals, Sayuki. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. No. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. That's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should have known you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Also, gehen wir wieder zurück. Wow! What the hell? Also, ich weiss, dass ich dorthin muss, aber das ist ganz schön creepy. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Also mit genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Oh mein Gott. Interagiere mit dem wirbelnden Symbol in der Spielwelt, um zu beginnen. Und rekonstruiere dann den genauen Hergang. In diesem Fall musst du versuchen, die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren. Okay. Schau gegen die Wange, das finde ich auch ganz gut.
Okay. Was muss ich jetzt machen? Was zurück und vor? Aha. Also nein, hier ist ja sicher sie gehockt, die Frau. Wo sie hat ja das Dienstmädchen im Fenster gesehen, darum ist sie ja kreischt, also wenn sie ja kreischt und ist in Ohnmacht gefallen. Das stimmt. Der Stuhl ist dort hingestanden, von dem her macht das durchaus Sinn. Ja, könnte etwa funktionieren, oder so? It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Ja, ich habe schon vermutet, am Schluss hat einfach die Frau den Diamant. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Jellyfish. Also, ich habe mir noch fast gedacht, dass es doch sie muss sein. Das muss ich überlegen. Genau, das ist auf der anderen Seite. Da hinten. Das Riesenzimmer hier. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior? Oh, sie haben mich gesehen. Upsi. Do you know anything about this? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Also Klatsch und Tratsch kann dich bei einem aktuellen Fall aus der Sackgasse führen oder dir sogar zu einem neuen Fall verhelfen. Nutze daher die Gelegenheit, um Leute zu belauschen. Okay. Auf welche Weise hat Lady Craven bei den Dienstmädchen Verdacht erregt? Küchenchef stiehlt Essen, was? Viele Gäste diesen Sommer. Hä? Macht der Ehemann betrunken? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Also, jetzt muss ich ein bisschen mehr lesen. Also nach oben ist übernehmen und nach unten ist verwerfen. Also Preise steigen wieder. Nö. Von dem habe ich auch nichts gehört. Kann ich mit Fischmesser umgehen? Ah Mann, ist das noch mit Zeitdruck? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Keine Ahnung, nee, viele Gäste, richtig angespannt. Küchenchef steht Essen. Sonne hat schlechten Umgang. Keine Ahnung, kann ich mit Fischmesser? Vielleicht. Macht immer betrunken, maybe. Also ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihre Beobachtung zufolge hat sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Das bedeutet, sie hat effektiv den Diamant gestohlen. Okay, dann sie sind weg. My Lady, oder auch nicht? Oh, wow.
You're here, at last. I didn't do that. I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. Ist Emma bei ihm gewesen? And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Woher ist sie gegangen? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. How long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Was mit mit? Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. Es hat so einfach können sein. What transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Oh wow, es hat so einen simplen Diebstahl können sein. Aber nein, jetzt ist es einfach ein Mord. Aber es wäre nicht Sherlock Holmes, wenn wir nicht einen Mord aufklären würden, oder? Oha, also tun wir es inspizieren. Was haben wir hier? Moment. Also das ist Diamant, hä? Er glitzert. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Also, der Mörder hat offenbar nach etwas gesucht, aber es war auch ein netter Diamant gewesen. Ich glaube, man muss zuerst noch mit der Tastatur spielen. Also, er wirkt. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Ach, ist es einfach eine Tastatur? Wir brauchen noch einen Hinweis. Du hast 2 gefunden. Hä? Schau rundum. Okay, ich kann nur von dieser Seite schauen. Also wir brauchen noch einen Hinweis, aber irgendwie... Haben wir schon... Das ist wie kein Hinweis. Glitzert nur schön. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Also manchmal bin ich ein bisschen verwirrt mit den Hinweisen. Die Hinweise zeigen es teilweise, vor allem bei Objekten, die man rotieren kann, fast nicht an. Also du musst wirklich... Du musst jeden Millimeter anschauen bei diesen Objekten, die du rotieren musst. Sonst zeigt es die Hinweise nicht an. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Yes.
Was haben wir hier? 5 Hinweise. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. Traveling Temptress, so. Was haben wir hier? Ich kann das nicht inspizieren. Aha. Hä? Wieso kann ich das nicht anschauen? Also hier ist das ja 5 Hinweise haben. Und das hier ist ja so einer davon. Ah. Nicht tief genug, doppelter Boden. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? Several £1,000, that's quite a fortune. Okay, also ich muss mir angewöhnen, auch in solchen Momenten mehr Arbeit zu drücken. Aber keine Ahnung. Das zeigt ja gleich noch nicht mehr an. Mir fehlen gegen noch 2 Hinweise. Ah, hier, der Ring. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Das ist eine Motte. Hat nicht der Luca Galici, oder wie der geheißen hat, also das Medium, auch so eine Mottenbrosche gehabt? Ist das nicht der gewesen? Das ist ein Ehering. Ah, hier steht etwas drauf. In Veritas wahrscheinlich, hä? Virtus Audacta Sapit. Oh Courage nein. tastes bold. A Mut schmeckt family motto. The mystery deepens. A victim with a checkered past. And poor taste. Also, das Medium und sie stecken zusammen unter einer Decke. Und es war ein ausgeklügelter Plan. Die Frage ist nur, wer hat sie jetzt umgebracht? Das gewöhnlich Remarkably simple billiges lock. Messing, primitives Schloss. Aha. Und da kann ich jetzt nicht durch. Da muss ich jetzt eben Dings fragen. Die Rezeption wegen dem Schlüssel. Oh wait, kann ich hier noch mehr anschauen? Vielleicht auch noch so interessant. Hier jetzt Someone Schnipseln. was not happy with his post. Dort ist schon etwas. Da ist etwas. Brief über gestohlenen Ring. Sehr geehrter Monsieur Craven. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir mussten den Diener L.O. Dupont freilassen, da wir keinen Beweis dafür erbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Was denn für ein Ring? Was für ein Ring? Was haben wir hier? Lord Craven, ich habe den Schadenersatz immer noch nicht erhalten, mit dem Sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach Ihrer Tätlichkeit bezahlen wollten. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach Ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Aha. Okay, spannend. Da ist offenbar das eine oder andere vorgefallen. Ist der Typ noch da? Er ist schon da. Da ist er. Als Beweis präsentieren. I am needed elsewhere. Genau, wir sagen, hä, wir haben doch noch gar keinen. Also, muss schnell zu Dings. Aber die Rezeption gehen wegen dem Schlüssel fragen. Hallo. Ist es nicht Rezeption? Nein, das ist nicht Rezeption. Die Rezeption ist da. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance.
I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Wo ist mein Klatsch und Tratsch? Ach, wie der immer rumsteht. Der steht einfach aber plötzlich so da. Also, was hat es geheißen, was dein Zimmer ist? Zimmer 223, glaub's. Ich glaube, es ist sein Zimmer. Nicht? Shit. Steht es in den Hinweisen. Da 225 ist es gewesen. Genau. Uiuiui. Ja, das sind ein paar Hinweise. Noch ein bisschen Briefe. Ignorieren wir es mal. 225 müssen wir. Das ist 227. Das ist 6. 225 ist hier in dem Fall. So. Nur ein Hinweis für Gedankenspiele. Aha. Jetzt hockt er einfach auf dem Bett. Ey, das sehe ich. Gedankenspiele. Okay. Oi. Also, hey Mottenbrosch, was Miss Emma wurde erwürgt. Der Dieb hängte seine Taten Dienen an. Okay, schaut das Medium. Der Diamant lag neben Miss Emma. Schadensersatzforderung. Medium hat Zimmer neben den Cravens. Diebstahl des Diamanten bei der Seance. Mottenring. Mottenbrosche und Mottenring. Die zwei vor allem finde ich sehr spannend. Hey Floru, wie geht's dir? Kannte Mr. Galici Mrs. Emma? Luca Galici besitzt Schmuck mit dem gleichen Mottenmotiv wie Mrs. Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? Haben wir echt noch mehr, was wir machen können? Von Lord Craven wurde Schadenersatz für das Verprügeln von Bediensteten gefordert. Der Dieb, der Lord Craven auf Reisen bestahl, hängte seine Taten Dienen an, um das Verdacht von sich zu lenken. Also die zwei ist... Okay. Die gehören nicht zusammen, what? Das Schloss lässt sich leicht knacken. Das primitive Schloss der Tür zwischen den Zimmern von Luca Galici und den Cravens kann leicht geknackt werden. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Mr. Galici hätte es leicht knacken können. Da ist aber auch die Frage, ob er so wieder so einfach zumachen kann. Oh. Haben wir noch mehr? Als Lord Craven den Diamantendiebstahl bemerkte, schlug er dem Medium ins Gesicht. Okay. Lord Craven war für gewisse Zeit mit Miss Emma. Der Mörder erwürgte Miss Emma bloßen Händen. Oh. Haben wir das noch? Nein. Oh. Ist zu weit. Wie im Moment können wir, glaube ich, gar nicht mehr zusammensetzen. Oder vielleicht das. Und das. Ja, genau. Er ist ja so gewalttätig. Lord Craven ist ein impulsiver Mensch. Impulsiv kann man auch sagen, ja. Bisweilen die Beherrschung verliert. Ist nicht, Ja, das habe ich gedacht. Okay. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course.
I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may... Natürlich eine einfache Ausrede. Ja, Geist ist To begin my investigation in the physical realm. Frage, wie stolz ist das Mami, dass es ins Mikromagazin geschafft hast? Jetzt kennt die immerhin jedes Mami aus der ganzen Schweiz. Ja, Floru, ihre Antwort war, ist ja nichts mehr Neues. So, cool, danke. Nein, sie findet es cool. Also, beobachten wir den mal als Move. Was können wir so sagen über ihn? Leichter Farbunterschied. Benutzt viel Schminke. Aha. Bekam heftigen Schlag ab. Mhm. Ah, da ist noch etwas. Dünne, lange Finger. Geübte Fingerfertigkeit. Gut zum Schlösserknacken und so. He? Hager. Wirkt unterernährt. Okay, da haben wir noch etwas. Da haben wir Kratzer. Leicht blutende, frische Kratzer. Na, da sieht ein nach Fingernägeln aus von einer Frau, die sich wehrt. Also entweder ehemaliger Verbrecher und nun Medium oder Medium mit weniger Erfolg. Also, Luca Gallicci ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund eines kräftigen Schlages. Er hat eindeutig die Hände und dünnen Finger eines Diebs, der in der Kunst des Taschendiebstahls geübt ist. Mit Schminke kaschiert er womöglich Gefängnistätowierungen. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammer zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Aber zum Beispiel von Frauenfingernägeln. Ich glaube, er ist weniger ein Medium als vielmehr ein Krimineller. Mit seiner Seance-Masche hat er einen Weg gefunden, wohlhabende Menschen um ihr Geld zu bringen. Das ist sinnvoll, ja. Oder Luca Gallicci ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund eines kräftigen Schlags. Mit Schminke versucht er, die Zeichen einer durch die Unterernährung verursachenden Krankheit zu kaschieren. Seine Hände und dünnen Finger lassen vermuten, dass er die nötige Handfertigkeit für Taschenspielertricks und den Umgang mit versteckten Utensilien besitzt. In seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammer zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf. Ich glaube, er gibt sein Bestes als Medium, aber das Geschäft läuft offensichtlich nicht gut. Manchmal hat er nicht einmal genug Geld, um sich etwas zu essen leisten zu können. Oh, schwierig. Es kann halt wirklich beides sein. What the hell? Das ist so, Floru, das ist so. Aber also beides ist geil, gell? Also von dem her. Was Tattoo? Er ist es. Es könnte aber auch eine Krankheit sein, sind wir ehrlich. Also, von dem her. Also entweder ist halt wirklich ein Verbrecher, ein ehemaliger, oder er ist einfach wirklich ein Medium, das keinen Erfolg hat und jetzt auf Taschenspielertricks müssen umwälzen. Aber ich sage, er ist ein ehemaliger Verbrecher. Einigen wir uns auf das, was meint ihr? Das ist irgendwie einfacher. Sonst tut mir noch leid, wegen der Krankheit und so. Sagt man Tattoos? Nein, eben nicht. Man sieht eben gar nichts. Man kann nicht näher ranzoomen oder so. Aber es ist halt so, es würde irgendwie besser in die Story reinpassen, wenn er ein ehemaliger Verbrecher wäre. Da ist alles so durchdacht und so, weißt du, was ich meine? Aber ich mache mal ehemaligen Verbrecher und jetzt Medium. Kein Mitgefühl generieren, als ist ein Verbrecher, eben, gell? Okay, also das ist einfach das, was wir für uns mal so definieren. Das müssen uns ja nicht mitteilen oder so. That changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me.
Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's Fies. too Seine Brille ist vor allem kaputt. At least I can make the dead talk. Aber er ist wirklich ein Hochstapler, ja. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were Ah, so ja, rough, bringing me here servants. as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Haben wir uiuiui. Beweise, also, oh Gott. Puh. Das ist, oh Gott. Okay, das Erläuterungsverfahren stellte Airkurs aus dem Rauszimmer gekommen. Das heißt, das ist noch schwierig irgendwie. Also das Dienstmädchen Lucia sagte aus, dass sie 2 Gentlemen und eine Dame am Tisch gesehen habe, wo sie etwas mit den Händen berührt haben sollen. Okay, das ist das mit den Dings. Das ist ein Geist. Hinweis auswählen. Ich frage mich, ob das einfach der Diener war, früher, der jetzt seine Stelle verloren hat oder so. Aber I don't know. Hey Matt, wie geht's dir? Das braucht Köpfchen und Konzentration. Ja, aber wirklich, das ist gar nicht so einfach. Sag mal. Ich kann nicht gehen oder ich kann probieren, einen Hinweis zu präsentieren. The spirits are silent, and so am I. Okay. This object simply isn't resonating with me. This object simply isn't resonating with me. Ich mache jetzt einfach mal alles durch. Sorry, that's beyond my expertise. Mit dem Ring? Ah. Ich habe mir so fast gedacht, dass ich das als erstes mal schauen, was passiert. It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. Da. Indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Well. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Okay, ja gut. Ich muss leider an dieser Stelle aufhören. Es ist schon 20 ab 5 Uhr. Ich kann ja ein bisschen später anfangen, aber wir wollen ja trotzdem nächstes Mal hier weitermachen. Ja. Wird nächste Woche sein. Ich muss schauen, was ich am Wochenende streame, beziehungsweise Art Fantasy Basel. Aber es ist auf jeden Fall mega spannend. Also, das mit den Hinweisen muss man wissen, dass man da wirklich die verschiedenen Gegenstände wirklich also wirklich Millimeter genau muss anschauen, weil sonst poppt das nicht auf. Also Wahnsinn. Aber es war spannend. Ja, leider schon fertig. Und ja, ich streame an der Fantasy Basel, das ist exakt korrekt. Wir sind ja vom Donnerstag bis zum Samstag durchgehend alle 3 Tage an der Fantasy Basel. Und es wird an allen 3 Tagen praktisch durchgehend Streams geben. Ja, schaut mal vorbei. Würde mich natürlich sehr freuen. Aber zuerst gibt es am Mittwoch, also morgen, am 3 mit dem Troy nochmal ein Gaming-Stream. Und zwar Oddworld. Das Neue. Ich weiss gar nicht mehr, wie es heisst auswendig.
Aber wird cool. Kannst dich sicher super konzentrieren. Nein, also ich glaube, Sherlock ist tatsächlich ein Game, das ich an der Fantasy Basel nicht weiter streamen werde, weil ich wahrscheinlich effektiv zu wenig werde, Konzentration können aufbringen für das Game. Das würde ich erst... nein, nächstes Jahr bin ich ja gar nicht da. Stimmt, Leute. Wir machen ein bisschen Sommerpause. Ich habe 2 Wochen Ferien nach der Fantasy Basel. Die anderen haben auch Ferien, also von dem her, wir sehen uns leider jetzt 2-3 Wochen, 2 Wochen nicht mehr. Sorry Leute, aber anschliessend sind wir wieder für euch da. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden via Twitter, dann seht ihr, wie das aussieht mit unseren Ferien. Der Cyril wird durchgehend weitermachen. Danke vielmals, Sayuki. Ja, ich habe die Ferien bitte nötig. Nein, der Sayuki, der Cyril, der wird weitermachen. Also Pen and Paper und Klemmbausteine-Streams gibt es auch weiterhin. Genau, aber der Podcast und die Gaming-Streams, die fallen jetzt während der Sommerpause aus. Genau. Also, hey Leute, mega cool, seid ihr da gewesen und habt zugeschaut und mitgerätselt. Ich freue mich aber schon, wenn wir hier weitermachen können. Und wir sehen uns dann spätestens oder halt schon vorher schon an der Fantasy Basel oder bei mir auf meinem privaten Kanal. Ich werde aber heute Abend wahrscheinlich eher den Stream absagen. Aus diversen Gründen. Ich werde aber sicher auch während meiner Ferien spontan mal live kommen. Genau, von dem her würde ich mich freuen, euch auch dort mal wieder zu sehen. Mache es sonst auch wieder. Ich spiele sonst bei Pen Paper mit. Also der Cyril sucht sicher irgendwann mal Leute, die mitspielen. Von dem her unbedingt. Also, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Morgen viel Spass mit dem Troy. Merci vielmals fürs Zuschauen und dann sehen und hören wir uns an der Fantasy Basel. Bis dann zusammen. Ciao!